Das Abenteuer kann nun endlich beginnen, hier beim Let's Play zu The Witcher 3 Wild Hunt. Herzlich willkommen zum, endlichen Let's Play Start. Mein Name ist Michael Sehn oder kurz Michael. Und bevor ich gleich beginne, muss ich kurz etwas erwähnen. Wir werden dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das soll heißen, ich habe von dem Spiel bereits einen Let's Test gemacht. Auf der Suche nach Jennifer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Das war 1A, ich wollte nämlich gerade noch ein Spiel schon laden. Ja, wie bereits erwähnt, es wird eine Fortsetzung vom Let's Test werden, daher dachte ich mir so, nochmal komplett von neuem anfangen, nee, wäre doof, sowohl für euch als auch für mich. Und deswegen ist das einfach mal der erste Part des Let's Plays, aber das Let's Test beruht darauf, war nur eine Stunde und so, also wir haben nicht so viel gemacht dort darin. Trotzdem, wenn ihr sehen will, was im Let's Test vor sich ging, der findet unterhalb oder innerhalb dieses Videos in der Beschreibung noch einen Link zum Autoplay. Autoplay ist einfach nur Playlist und dort einfach auch der Let's Test drin, der zu Beginn und dann halt hier jetzt das Let's Play. So, nun gut. Ja, im Let's Test haben wir sehr vieles gemacht, also viel, ein bisschen umgeschaut und so. Ich habe mittlerweile noch ein bisschen, man sieht, die Grafikeinstellung angepasst. Jetzt auch mittlerweile auf Version 1.5, natürlich auch alles geil und es müsste alles noch schöner, alles noch größer, alles noch HD-mäßiger sein. Ich hoffe, es funktioniert auch so, natürlich ohne Ruckler und allem. Obwohl, wie gesagt, ist ja Version 1.5, das heißt, kann durchaus noch ab und zu ein paar kleine Fehler geben. So ein Mist. Ja, Pfeifen ist nicht immer so einfach. Hi, du Pfeife. Willkommen am Arsch der Welt. Okay, dankeschön. Okay, so gehen... Man kann nochmal das Kampfsystem begutachten. Okay, das ging so. Zurückstecken, dann hatte ich hier noch die Magie, war genau, zum Beispiel hier Schutzschild oder Igni, sprich im Feuerschaden. Entschuldigung, war der falsch. So. Aktivieren wir das doch so, wa? Genau. Benzin und alles. Alles klar, ja, ich habe absolut drauf und ja, wie bereits erwähnt, auf dem Let's Test beruht das Ganze. Wir haben dann ein bisschen Hauptsache und so gemacht und auch natürlich ein bisschen umgeschaut, in Kartenspielen und so weiter, was man alles machen kann. Tja, und jetzt ist ja die Hauptaufgabe zunächst mal, fragen Nilfgaardner nach Jennifer. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Also die Grafik ist echt Bombe. Kannst sagen, was du willst, sie ist mittlerweile, also ich weiß auch nicht, wie gesagt, Version 1.5 hat da ein bisschen was dran gefeilt und so. Aber ich finde es echt viel cooler als noch im Let's Test. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Obwohl das glaube ich sowieso nur Version 1.2 war. Aber egal, ja. Das sind jetzt Dinge, die ich im Let's Test noch nicht so angeschaut habe, aber natürlich noch alles machen. Aber natürlich noch viel kaufen muss, man hat noch viel höhere Stufe. Wir haben erst Stufe 1, Lecco Mio, wir haben noch viel zu tun. Sagen wir so, wertvoll, also wertvoll ist vielleicht übertrieben, einfach halt Dinge, die wir wirklich gebrauchen könnten. Wasserflasche, Essen regeneriert Vitalität, sonst kommt Wirkungsdauer. Naja, jetzt so schnell durch. Okay, aber Alter, kostet schon viel. Für alchemistische Zubereitungen, das dann für später. Ich werde vor allem im ersten Part wieder ein bisschen länger, ganz gewohnt, aber ich werde vor allem halt auch ein bisschen mit der Hauptsache weitermachen. Dient Reparatur von Waffen. Die Frage natürlich, können wir das überhaupt selber einsetzen? Brauchen wir dazu irgendwie... Brauchen wir jetzt eine Schmiede noch? Brauchen wir einen Handwerker selbst? Alles irgendwie noch alles noch lernen müssen. Baumwolle. Sehr schnell einen Ausrüstung Gegenstände verwendet. Nehme ich jetzt einfach mal, aber nehmen wir mal 5. Einfach mal ein bisschen rausprobieren, was man alles noch machen kann. Natürlich, was alles noch... Oh, das ist fürs Kartenspiel. Was noch alles sinnvoll ist. Was Alkohol ist, okay. Leere Flasche. Wer braucht man die sonst noch? Weil ich erinnere mich halt gerade noch an die Zelda-Serie und da brauchen natürlich auch immer leere Flaschen. Ich weiß nicht das gleiche, aber wer weiß. Pass auf dich auf. Jo. Was ich noch erwähnen wollte, da können wir direkt auf dem Pferd drauf machen. Ich bin gerade angespuckt. Aha.
Wie ist verschnupft. Plötze. Zum Pferd. Plötze. Ich höre was, aber ich sehe es nicht. Ich muss das Spiel verarschen, wo ist Plötze? Also übrigens was ganz anderes, noch ganz kurz gezeigt, was wir jetzt erst auch noch gezeigt haben, wie man hier schwimmen und sogar tauchen kann. Ist zwar eher nicht unbedingt so wichtig, aber ich finde doch noch schön und wichtig zum Zeigen. Was passiert jetzt eigentlich, wenn der Sauerstoff ausgeht? Game Over Screen? Sagen wir mal später. So, ja, wir sind noch auf der Suche nach Yennefer. Das heißt, die Nilfgaard noch fragen. Ich bin jetzt hier oben. Da ist der Typ zum Reden wieder einer. Ich schätze, wir müssen auf dorthin, wo es mir anzeigt, dort oben war. Später, wo der gelbe Pfeil rechts oben hin zeigt. Also, Plötze! Da bist du ja! Meine Güte. Ich dachte schon, was ist jetzt bitte los? Na dann, Hüa Hu, alter Schimmel! Weiter so, Plätze. Aus dem Weg, Mann! Das war auch nicht schlecht. Aus dem Weg, Mann! Ein wilder Hexer bahnte seinen Weg. Anschlagbrett, okay, das will für Sidequests und alles Mögliche. Genau, Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wenn man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Für eine Not, Kaufler mit seltenen Waren, etc. etc. Komm jetzt. Im Grunde genommen ist das Spiel hier darauf ausgelegt, dass man auch sehr viele Sidequests macht, sprich eben solche Quests nachgeht und so weiter und so fort. Jetzt allerdings ist es so, ich starte das Let's Play ein bisschen später nach dem Release und ja, damit es halt mein Let's Play... Warum jetzt plötzlich? Damit halt mein Let's Play auch ein bisschen anders ist als die ganzen anderen Let's Plays, will ich hier mit Sidequests ein bisschen sparsamer sein. Sprich, wir machen doch hauptsächlich die Hauptquest, die Hauptstory. Da kann man auch sonst später mal ganz gut als Workaround, oder Workaround sage ich schon, Walkthrough natürlich, sprich komplett lösen so gebrauchen und die Quests eher so am Rande, zumindest aktuell noch. Das ist uns mal so geplant und ich hoffe es passt doch allen und so und wir kommen gut voran halt. Nicht schnell, aber gut. Wow, das war jetzt knapp, da gerade abstürzen. So, rote Punkte sind wohl Feinde, das ist nichts Neues. Jetzt haben wir direkt ein paar Viecher. So einen roten mit dem schwarzen Kreuz, da ist ein Wolf, ja? Bin ich zu schwach für den? Wisst ihr was? Ich teste es mal. Ich habe, muss mal kurz gucken. Da ist die Silberwaffe. Stahlwaffe, okay. Ne, Silber ist für Monster, okay, gut. Da ging es doch schon wieder. Guck's halt wegen den Blocken. Ich jetzt blocken schon wieder. Ich hab Blocken vergessen. Oh, das war nicht gut. Wow, wow. Die mögen keine Magie, habe ich das Gefühl. Geralt auch nicht wirklich, Alter. Wenn da bloß wie zwischen der Blocker ging. Oh. Wie zum Henker ging jetzt Blocken schon wieder? Das war's nicht. Zeichen wirken, schneller Angriff, ausweichen. Ja, schön, aber blocken? Hey, das ging doch mal. Das ist die Hexersinne. Wäre vielleicht Chuchi noch besser gewesen, wa? Naja, egal. Hat geklappt, trotz allem. Mal kurz noch aufhielen. Und, ja, mal sagen, mal gucken, also so erbeutet haben. Na, falsche Waffe. So. Was ist Hundetalg? Achso, sind bereits tot. Die roten Punkte, die ein schwarzes Kreuz haben, sind bereits tot. Okay. Ja, das war jetzt auch nicht schlecht.
Dann verschwinden sie auf der Karte, weil man sie nicht mehr looten kann. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Und natürlich auch für einen Anfänger relativ leicht zu lernen. Wo ist denn jetzt das Viech? Rehkitzeln, tue ich nix. Schön, 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 wa? Also, schön in Anführungszeichen, die arme Wölfe. Ja. Hat das Zeichen gewechselt? Tatsächlich. Wir machen wieder Schutzschild, wa? Hä? Muss das erst regenerieren, damit ich das einsetzen kann? Meditation wäre zwar auch eine Variante, aber nicht jetzt. Weiter so, Plätze. Jetzt wollen wir uns beeilen. Da sind noch ein paar Gegner. Tja, wo führt uns der Weg wohl hin? Oh, der wäre ganz toll. Bewachter Schatz. Neue Markierung. Sehr schön. Fette Panik. Wieso Panik? Ah, wegen den Viechern dort. Und bereits alles weg. Tja, gemäß Markierung muss ich... Nicht so schnell ist gut. Gemäß Markierung muss ich also hier hin. Noch ein bisschen saufen. Wie sieht es eigentlich aus? Ein bisschen was gekauft. Wo kann ich denn das eigentlich zuordnen? Ups. Entschuldigung, falscher Knopf. Den hier wollte ich. Inventar. Für die ganzen Waffen wohl noch. Oh, aber nicht nur. Ja, okay, filtern, dankeschön. Werte, auch nicht schlecht. Gegenstand ausrüsten. Ja, ja, Tränke, gut. Gucken wir mal, was? Jetzt haben wir hier. Den kann ich sogar verzehren. Wolfsleber, Ja, da wünsche ich dir Prost Mahlzeit, hey. Waldkaut, 20 von 100 Vergiftung, 30 von Wirkungsdauer, nicht schlecht. Gegrilltes Hühnerbein. War nicht gerade viel, war. Naja, okay, lassen wir momentan noch, so wie ich es habe. Und frag mal die. Sprich mit dem Kommandanten. Okay. Was willst du? Frage mich auch. Nilfgaardische Garnison. Sprich. Nordling? Jo. Nordling? Mann. Sind sie doof. Was ist denn das für einer? Was willst du? Wer weiß. Schnell. Ah, ist das Schnellreisen geil. Aber zum Aktivieren, oder? Nilfgaardische Garnison. Dann können wir wieder zurück in die Stadt. Wo warten die jetzt? Hier, wa? Eventuell. Oder geht eben. Ah, hier war sie. Cool. Und die Klagebrücke. Sehr schön. Handschlagebrett. Hier haben noch irgendwelche Missionen, wie es aussieht. Fügbare Quests. Okay, okay. Ja, auch noch. Ja, ja, wir haben noch viel zu tun. Also, viele Optionen, sag's mal so. Dann schau doch mal, wie es hier oben aussieht. Ja, Mann. Sehr Gespräche hier oben. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg-Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Oh, Verzeihung. Kolteis Greffian Esanbar. Et Torp? Kommt Marsande an Karbat. mir das gerade irgendwie bekannt vor? Laut Esse Ulfedan an Moeras. Esse Druck Moeras. Esse Tufen Ich habe das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Hä? Naja. Gut, ein bisschen geplündert. Das ist natürlich nie verkehrt. Theoretisch schon, aber egal. Da drüben ist der Typ also.
Und ich muss ob's nur mal gucken, wie man abblockt schon wieder. Ich weiß, ich hab's im letzten Test mal gemacht, aber hier jetzt irgendwie... Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr scharfsinnig. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Klingt logisch. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Das ist eine gute Frage. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald. Sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Seltsam sind wir doch alle. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geht zu Tomira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Dankeschön. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Gesundheit. Aktives Ziel. Wähle eine aktuelle Quest aus. Mehr als einem Ziel besteht, kannst du R drücken und ein anderes Ziel verfolgen. Klingt doch cool. Wie anzünden? Was soll das bringen? Frage den Jäger nach dem Fundort der Leichen. Ich plündere mal ein bisschen, war jetzt sicher nichts dagegen. Wenn doch, habe ich ein Problem. Nö, die sind natürlich alle strohdumm. Oder blind. Oder beides, wie auch immer. So, soweit so gut. Handwerker, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist bloß, was kann er bereits für uns tun? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister? Gibt's da auch einen Ort?
Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst du das auch? Wir können sie mal herausfinden. Zeig mir deine Waren. Oh, der hatte viel. Alter Schwede. Jetzt bin ich mal gespannt auf die Preise. Im Sinne von der Preise heißen so. Eigentlich ist unverkäuflich, das ist mal interessant. Ist unverkäuflich. Vielleicht für irgendwelche Quests. Taubsäuremäßig. Altes Ziegen, vielleicht auch unverkäuflich. Okay. Ne, verkaufen will ich halt nicht. Ich will ein bisschen gucken. Blei. Gut, das ist nicht so teuer. Wie sieht es mit den Waffen hier aus? Langschwert. Meistergegenstand, Stahlwaffe. Ist gar nicht mal so teuer. Die Frage ist, habe ich einen direkten Vergleich mit unserer aktuellen Waffe? Wäre natürlich noch cool. Sehr allerdings auch nichts. Ach du Scheimkleister. Gegenstand herstellen, okay. Erstellen. Rechts auf dem Bildschirm siehst du eine Beschreibung des aktuell ausgewählten Gegenstandes. Das ist eine Komponente zum Herstellen des Gegenstandes. Okay, Gegenstände herstellen, aber es wird sicher noch zu teuer sein, sprich, werden wir auch ein bisschen später machen. Ich schätze mal so irgendwie ab Folge 10 oder so etwas. Reparieren muss ich überhaupt, also, wie sieht es mit dem Zustand? Also doch, war. Oh, ich meine, ihr seht es ganz gut. 22 bis 26 Schaden plus 25 Rüstungsdurchbohrung. Alles reparieren, 23. Ah, so, ja dann. Cool. Verbesserung. Zerlegen ja auch nicht. Handwerk. Keine unsere aktuellen Waffen. Das ist die Frage, wa? Die Schwerter kann ich offenbar nicht irgendwie verbessern, aber das hier. Die Kriegerlederjagd, die wir bereits tragen. Das falsche Handwerk, ganz schlecht. Oh, dann fehlt mir alles Mögliche noch. Dann schlecht. Der Preis allerdings. Ich muss sagen, der Preis überrascht mich, dass es doch noch so günstig ist. Handwerkerzutat, Oberkörper, Plunder, ja, und es wird aber noch viel. Ja, was denn genau, wenn ich jemand so fragen darf? Leder, okay, Leder können wir theoretisch kaufen. Lederstücke, 2 Stück. Steht sicher auch hier oben irgendwo, oder? Genau, Lederstücke brauchen wir. Wow. Gut, ist der erste Part von dem her. Handeln, nö. Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Ja, so das hier, okay. Er geht eben nicht. Er hatte zwar gehofft, dass man die Schwerter noch irgendwie upgraden könnte, aber scheinbar wieder nicht. Zeig mir deine Waren. Mit anderen Waffen waren nicht so hohes Level, ich habe es gar nicht richtig gesehen. Stufe 3, gut, es fehlt nicht mehr so viel. Silberschwert. Okay, ist ein bisschen teurer, aber macht auch sehr viel Schaden. Ich denke mal, wird für einen Greif sicher nicht so schlecht, wenn ich bereits Stufe 3 bin. Vielleicht auch sogar Stufe 10 oder so etwas. Wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie die Entwickler das gedacht haben, dass man für einen Greif bereits sehr viele Sidequests gemacht haben muss oder ob es relativ flüssig ist und hier das Level-Up eher ein bisschen, naja, einfach ein bisschen einfacher macht und nicht wirklich notwendig ist. Sogar Stufe 4 für das Stahlschwert. Das geht sogar das hier. Gewöhnlich. Es ist aber stärker als aktuelles, war? Ne, komm, hast gerade repariert, das reicht. Wie ist die Moral hier im Lager? Denkt ihr, dass ihr gewinnen werdet? Ah, also doch ein Spion. Oder einer, der Ärger machen will. Ich bin nur neugierig. Na schön. Du kannst allen sagen, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, weil Radovid verrückt ist. Wie alle wissen. Und weil wir eine sehr gut ausgebildete und ausgerüstete Armee haben. Apropos, bist du hier, um was zu kaufen? Noch nicht, aber dankeschön. Bis dann. Fragen die Jäger nach 100 Leichen. Oder, oh, das sind alle ein bisschen angriffslustig, wa? Okay. Ah, kann ich auch so wechseln, okay. So simpel geht das, cool. Gut, raus hier und mal gucken, wie es eben mit den Quests steht. Was ist denn hier passiert? Egal.
Ja, ansonsten muss ich sagen, Leute, es läuft recht flüssig. Ich habe hier auf dem zweiten Bildschirm noch die ganzen Einstellungen von der Grafikkarte stehen. Und, hallo? Aha, jetzt. Entschuldigung. Ich würde direkt unterspringen, aber ich glaube, das wäre mein Tod, wa? Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Und, sind das sauer? Nö, gut. Du willst es so. Steht für diesen Stufe. Oh, jetzt sind sie doch sauer. Alter! Okay, mit denen legen wir noch nicht an. Ich hau ab. Tschüss. Alter, was war das gerade? Müssen wir regenerieren? Dankeschön. Aber das gesehen, ey? Ich glaube, die waren irgendwie Stufe 19 so etwas. Noch krasser. Nicht so schnell, Plätze. Es sind ziemlich viele Gegner dort, war. Die Erfahrungspunkten. 678 momentan, war. Alter, haben die mich gerade. Das war ja übel. Aber gut zu wissen, klauen wir nicht geduldet. Gut, kann ich gut verstehen. Los. Wir sind Hunger. Ach, wir müssen doch zumindest zu Beginn weg noch ein paar Quests machen, bis sie halt stark genug sind. Um dann halt auch gegen solche Typen klarzukommen. Wie ist eigentlich mit der Magic jetzt aus? Kann ich wieder... Nee, geht noch nicht. Jetzt kann man meditieren oder neu kaufen, kann auch sein. Obwohl, wenn ich mich richtig noch an das letzte Test erinnere, hat es doch mehr mit Ausruhen und Meditieren zu tun halt. Die Kräuterfrau. Moment mal, bin ich nicht ganz doof. Ich hatte doch hier eine wunderbare... Ja. Karte, genau. Wo ist denn jetzt die... Dort muss ich, wa? Die Bestie von Weißgamme sind hier. Wir können direkt übers Feld hinaus. Lauf, Plätze. Ja, wir eigentlich nicht. Schneller Plätze! Schneller! Genau, müssen wir was schaffen in diesem ersten Part. Wow. Also man sieht, ich habe ein paar Dinge irgendwie vergessen und verlernt, aber das meiste einfach noch drauf. Noch viele Kräuter, wie es aussieht. Kann man natürlich alles gebrauchen. Falsche Taste, Mensch. Das spricht schon wieder auf mich, ey. Wie unhöflich. Hallo? Ah, jetzt. Hä? So, das auch noch. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss des Parts gehen wir noch ganz kurz dieser netten Dame und fragen sie mal aus. Über das Kreuzdorn. Alles klauen, ja, in der Hinsicht ist er wohl ganz toll. Oder wieder so eine kluge Idee, ist eine andere Frage. Machen wir ihn erst später. Weil es könnte theoretisch sein, dass er das sieht und nicht sehr erfreut ist und uns dann nicht mehr helfen will, das jetzt schon machen. Ist das Plätze? Tatsächlich. So. Guten Tag, werte Dame. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Klingt, nicht schön. Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg?
Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Eine Hirnblutung, wa? Oh, das klingt... Ich kann versuchen, ihr zu helfen. Wie? Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Okay. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Klingt ein bisschen rassistisch. Kaiser M. hier dürfte dir egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Ja. Ständige Fragereien und so weiter, nicht schlecht. Wow. Auf dem Sterbebrett. Ja, die Frage ist jetzt halt, ob wir ihr helfen sollen oder eben auch nicht. Und natürlich auch den Trank, den er erwähnt hat, überhaupt dabei haben. Und erst noch herstellen müssen. Tja, wollen wir mal sagen, das und viele weitere Fragen werden wir klären. Abonniert mal heute und erst im nächsten Part wieder hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es, naja, hoffentlich weitergeht auf der Jagd nach dem Greif und ein paar Level mehr. Hübsche Aussicht, wohlgemerkt. Ja, bis dahin, tschüss.